Well, buenos dias. Marius van dir. Vandaag is oktober de 15e, geloof ik. En vandaag wil ik merken wat ze nennen camarones rancheros. Shrimp, nennen ze dat op Englisch. Op Deutsch habe ich mir ein bisschen gesagt, die zijn entweder Schallfisch oder Knirps. En ik weet weten wat het is en wat we wel brokken dort houden. Nou willen we vandaag mal camarones rancheros. Dat wordt een beetje ranger camarones zijn. So, das ist sehr einfach. Das versteht alles wer zu merken. Und ich weiß, das sind viele Rezepte. Und das ist ein von denen. So, ich würde von der so merken, und ich gucke die gleichen dort. Das ist sehr einfach. Und du sind so eine Menschen, der kein Freund ist von Paraguay, die kann es auch nicht. So, ich will die von der merken. Und für die, die nicht kann, vielleicht erst das nicht. Und die interessiert das vielleicht. Und da muss er sich auch an, vielleicht die eten. Ich weiß, dass ich das erste Mal höre. Ich weiß nicht mehr, was die eten wollen, aber ich dann nicht einmal leider wie aber so. Du rancheros in Mexiko, ich weiß nicht immer, dass wir da 7 Peso für einkommt, ja so eine Shrimp-Suppe, so eine Camarones-Suppe, und 10 Peso wie das dann, 12 Peso für dann eine Skifall mit so eine Camarones rancheros. Und das wir aber nicht mehr sehr große Skifall. Und dann, die brachten sie einem einmal 3 Küken dabei, und dann fragt man sich, ihr Schmeiß kriegt von 3 Küken, und dann absorte, dass wir dann die Camarones noch, dass wir, wenn wir abstarten, dann dabei noch Camarones überdeelt scheinbar. Aber haben. So scheint es eten für mich und für viele andere. So, die worden nicht kann, nur ich das mal lesen. Dankeschön. Okay, das wird von der worden haben brocken. Hier haben wir dann die Shrimp. Ich kaufe mir die bei Walmart, die sind all gekehrt. Die braucht er mal bloß einmal mit abruhen, weil das ordentlich alle rein hat. Das ist 24 Grad, das ist aber $10 für eine Lusch. Und ich habe 2 Lusch von der. Und hier haben wir 1,5 Eetlepel Olive Oil. Die kann Butter brocken. Das schmeckt vielleicht am meisten mit China, aber ich von der nicht Butter. Hier haben wir eine Nahtesippel. Und da haben wir 2 Jalapenos und 2 Serrano Peperschoten. Die kann mit weniger, wenn die wollen, weil die nicht so heiß wollen. Und hier haben wir 3 Roma Bacaljan. Die kann auch andere Bacaljan brocken, aber das ist ja nicht so schrecklich süppig. Hier haben wir Heinapulver, das ist Suppschlatz. Und da haben wir 3/4 Teillepel sind Pulver und da haben wir 1/4 Teillepel Pfeffer. Hier haben wir noch 2 Chesnick-Teen, Knoblauch oder Garlic oder Ajo. Hier haben wir noch einen Avocado, Aguacate, eine Zitrone, Cilantro. Und diese 3 Dinge, das ist das mag, was Menschen gleichen, was nicht gleichen, brücken nicht. Eins dann den Cilantro da man kerken und eins dann bloß zu lassen eine Schiebe dann ab. So, ich würde von dir nicht mankerken, bloß nur hier abschieben ab. So, nu wollen wir merken. Dankeschön. Okay, nu sind wir heute zum 4 merken. Hier haben wir dann die Camarones. Und da haben wir dann den Aguacate, Avocado, Zitrone, Cilantro, Heinapulver, das Supppulver. Da haben wir das Schmalt. Da haben wir Pfeffer, Bacaljan, Jalapenos abgeschnitten, Serrano Peperschoten abgeschnitten. Hier haben wir dort Chesnick oder Knoblauch, Ajo, Garlic. Und da haben wir die Sippel abgeschnitten. Nu sind wir heute zum 4 merken. Dankeschön. Ja, das ist den Disco, was ich von dir wohl brocken zum hier Camarones ranchero merken. Nu wollen wir den heute merken, und dann werden wir die Sippel in erste mitbringen, Bruder. Und dann das ja. Okay, wir lassen den Disco erst nicht von heute. Nu wollen wir das Olive Oil hier so nehmen. Hier ist es Start, kriegst du Start. Und da werden wir die Sippeln noch nehmen. Yeah. Ja, die wird jetzt viel mit drin broden, dann wollen wir die wieder machen. Ja, aber die erste die Sippeln durch 5, 6, 2, 3 Minuten. Ja. Okay, dann wollen wir das Chesnick machen. Das Knoblauch. Oder das Ajo. Und dann war das noch vielleicht für eine Minute oder so hier ein bisschen durch sautéen und dann tun wir noch kurz die Peperschoten machen. Ja, kriegst du es dort. Und dann dauert das noch einmal ein bisschen so eine Minute oder so, nicht so lang, wir wollen nicht alles so grün haben. Kriegst du es dort. Okay, nu haben wir das hier vielleicht noch einmal für eine Minute oder so. Gleiche Brot mit den Peperschoten und das Chesnick und das Garlic Knoblauch.
Nou, wat we dan doen is dan over de bakkelzaan hier maken. Maar dat lekker wel fijn. Ik wens je kunt dat rekken. Kijk dat hier. Nou, wat we dan doen. Dan doen we dat de zuppulver er maken. Ja, en dan laten we dat vlees. Dat vangt dan een beetje strak voor met de pepersen hierbij, maar dat wordt het wel zaken. Wat je dat niet meer laat worden, dat dit gewoon deze brood die camarones gemaakt. Dat straks 3 of 4 minuten deze brood en dan staat eruit. Dat is niks te lang. Ja, dan wordt die peper hier goed zo nog maken. Ja. Nu moeten we dat kleine minuut uitkwijzen, staat deze brood. Ga je dat jachtje een beetje door van de chili, maar dat was het zaken. Ja, check hem al dat. Oh ja, nu worden dat first 2-3 minuten dijkbroeden en dan willen we die shrimp te maken, de camarones te maken en dan het eenmaal dijkbroeden en dan staat het right. Oké, weet je wat? Nu willen we deze shrimp te maken. Nu check hem al dat. Dit zijn wat ze naam de camarones, die willen we nu maken. Oh, krijg de start. Oh ja, weet je, die zijn al zo mooi geworden, die zijn goed. Die braucht je bloß eenmaal abkicken en dan staat alle rein. Nu kijk je mal bij ze kijken. Die hebben den Zell er nog een beetje aan. Krijg je dat je niet abeten, dit beetje. Maar ik luid het te maken, dat je een beetje meer je smaak. En dan hier wat ik squad en denk, bloß is dit genat trekken. Dan strijpt hij erop. Ik wil je nog helemaal wezen. Zo zeer fan. Bloß is dat. Knap trekken. Ja. Nu gaan we het bloß een klein beetje durchbroeden. En dan staat eruit. We worden het start wat even blijft aankijken, kan we het lezen nemen. En dan kan je het eerst een tijd opmerken, opwarmen en dan ga je fijn camaron ranchero. Nu kijk je maar uit, hoe smaakt dat zo? Oh yes, ik zie eerst, ik wil dat cilantro er niet maken, maar weet je wat, ik geloof ik wel. Dat wil we hier nu met zo maken, zo staat het fijne cilantro. En wanneer ik cilantro leg, die brok je dan ook niet. En dan moet je dat smaken en dan, want dan weer meer zout fehlt, dan steht zout en dan een beetje zo'n stert. Een beetje zo'n caldo de pollo. Dat ik dan een klein beetje door een beetje maken en dan een beetje smaken. En dan steht zout. Dat geeft een beetje de smaak. Maar nu laten we dat als krijg eruit. En dan dan met rood een beetje fijn pan blanco opwarmen. Is in Mexico wordt entweder met 3 kuken of met pan blanco. En dan leef van daar over dan met pan blanco. Zo'n witte spitze pan, wat ze uit Mexico maar houden, zo'n schijne. Ja, kijk maar dat, want dit niet smaakt, zit dat weet ik niet. Jehole. Sei nicht auf janstig. Van daar waar we schijnt het meer gaan. Da, nu kijk je mal, hier hebben we avocado. En daar hebben we een beetje citron. En daar hebben we een paar een pan blanco, zo'n spitze pan van Mexico, vierteltjes gesneden. En mir wird nicht heute genug, hier haben wir noch einen schwarz gebrannten Jalapeno. Da haben wir so eine Ries mit schwarzen Schaufeln, das ist was ein Belize merken. Und hier hast du dann uns Camaron Ranchero. Nu wollen wir eten. Und hier haben wir noch 3 Gläser Eier gekriegt. Camaron Ranchero, ich habe die in der Fridge zaten und dann ersten Tag, wenn es das Tag hat, dann haben wir uns der reinmerken. Nu wollen wir eten. Dankeschön. Nou daar willen we nu een beetje vast gaan. Camaron Ranchero. Ries en schobelen zullen ze een Belize maken. Dat had ik in gisteren gewezen wat dat moest. En dan hier zijn een pan blanco, dat had je ook gewezen. Hier hebben we nog een beetje avocado en hier hebben we een beetje citron. Die doen we allebei een beetje even laten. En die werden niet gleich, braucht je niet. En hier en dan hebben we nog een zwart gebrande peperschoten jalapeno. En zoals ik immer zei, we hebben God danken voor dat hij ons wat gezegd heeft, wat ik kan eten. En nu willen we dit maar smaken. En deze camarones, zoals ik zei, die hebben een kleine zeiltje eraan. Daar braucht er bloß een spets met onoptrekken en dan komt het eruit. Ho ho! Ik hoop je gleich nog ook. Want wanneer je niet doet, dan mis je een deel in dit leven. En deze spitze pan, heb ik maar dat.
So knusprig vom Bilden und vom Bernen, so fein wild. Und da diese Peperschaut. Ein bisschen aufbieten. Wisst ihr doch, weil die Jalapenos ein bisschen Zitronen überladen dann. Dann haben die noch einen viel feinen Geschmack. Oh! Oh! Oh, Mama! Ich würde gleich noch werden. Wow! Wenn je das schrimpt, den muss je nicht zu lang kerken. Ich meine, das andere alle reinwerfen. Da war die camarones te maken, dan bloß einmal abkerken wegen diese Wirbel gut. Das ist auch noch schwer nicht zu horten. Das ist aber so fein Weg. Sehr fein. So merkt ihr auch, wenn ihr die Ewigkeiten, das ist kein Trouble. Da deed ihr auch, dann macht ihr bloß nicht mit der leer kerken. Ja, das ist ja dann gräben, dann wenn die spruden, dann werden sie schmackrot. Macht ihr den Pommes nicht leer kerken oben. Oh, von der habe ich halt gedacht. Und dann das feine Avocado, der da noch taucht. Merkt das auch, das Wort, das wird sein. Ganz fein.